Hallo miteinander, schön euch zu sehen. Hey, am Dienstagabend haben wir dort mit 9 Personen einen Visionsabend durchführen und es ist immer wieder cool, also um einen Abend die verschiedenen Leute kennenzulernen, zu hören, was sie vielleicht auch an der GVC interessiert oder was ihnen aufgefallen ist und warum sie sich vielleicht auch am Überlegen sind, ein Teil von der GVC zu werden. Und eigentlich ist es ja noch echt eine gute Frage. Und eigentlich würde es mich auch gerade ein bisschen wundern, warum bist du Teil von der GVC geworden? Was magst du an der GVC? Und es geht jetzt ein bisschen zu lang, wenn wir jetzt das da alles wieder schreiben und so weiter. Aber ich nehme an, irgendetwas ist euch jetzt gerade in den Sinn hineingekommen. Und wahrscheinlich sind das ganz unterschiedliche Aspekte. Und sehr wahrscheinlich, die wenigsten, wenn wir es jetzt würden da irgendwie auflisten, das, was für uns der eigentliche Grund ist, warum wir die Visionsübungen amigs überhaupt machen. Und vielleicht hast du dich auch schon gefragt, warum gibt es den überhaupt, für was ist der da? Und es geht eigentlich an diesen Übungen darum, zum miteinander auch anzuschauen, wie sehen wir uns als Kirche? Wozu gibt es uns überhaupt? Für was existieren wir? Und für was stehen wir als Kirche? Und es soll so eine Grundlage geben, schlussendlich, dass man sich entscheiden kann, ob man von dem ein Teil sein will oder nicht. Jetzt bei vielen von euch ist das wahrscheinlich schon lang her. Dann hat es doch auch einige, bei denen ist es noch nicht so lang her. Und gleich gibt es ein paar, die noch gar nie an einem waren und sich getrauen, zu dem zu stehen. Die aber schon länger ein Teil sind und ich weiss mindestens etwas, das haben wir heute Morgen herausgefunden. Genau. Nein, alles okay. Aber das sind so Themen, die wir dort miteinander anschauen und es wirklich darum geht, hey, für was stehen wir eigentlich als Kirche, was möchten wir, was ist unsere Vision, wo gehen wir hin? Und wenn du zum Beispiel schon Ewigkeiten Mitglied bist von der GVC und irgendwie das Gefühl hast, ich weiß wirklich gar nicht, was wir da eigentlich machen, das sind unsere Werte und so weiter, dann könnte im Fall auch für dich so einen Visionsabend wieder mal etwas sein, darf man absuchen, wenn man schon lange Teil von der GVC ist und sagt, ich möchte eigentlich wieder mal da so einen Refresh haben. Auf jeden Fall, egal was es für dich am Schluss ausmacht, dass du ein Teil von der GVC bist, irgendwo geht es im Endeffekt immer zurück auf unsere Vision. Unsere Vision, was wir dort versuchen, die ist kurz und knapp auszudrücken, was für uns, und mit uns meine ich GVC und GVC da im Zürich Oberland, was es für uns heisst, Kirche zu sein, was wir darunter verstehen, wie wir das bei uns möchten ausleben und was es da in diesem Umfeld eigentlich heisst. Und aus dem heraus entsteht dann so ein bisschen die Art und Weise, die verschiedensten Sachen, die Kultur, die wir haben, das Miteinander, was es auch immer dann eben vielleicht schlussendlich ist, was es für dich ausmacht, dass du heute da bist. Und heute möchten wir mal einen Sonntag uns Zeit nehmen, um nochmal über unsere Vision ein bisschen miteinander zu reden. Wer weiß, wer könnte es jetzt so sagen? Ist ja schwierig, gell? Oder so ein Statement sich auswendig, wer lernt das schon auswendig, außer wenn du Pastor bist? Genau. Wir müssen erleben, wie Menschen aus allen Generationen Gott begegnen und ihr Leben zum Blühen kommt. Wir wollen es mit eigenen Augen sehen, wie Kirche wieder gesellschaftlich relevant wird. Das ist unser Visionsstatement und es hat so 3 Schwerpunkte, so Gott begegnen, dass unsere Leben zum Blühen kommen und dass wir als Kirche einen Weg finden, um gesellschaftlich relevant zu sein. Und wir verknüpfen das auch mit diesen 3 Aufträgen, die wir so haben. Wir sagen, Sammeln ist eine, das ist alles, was irgendwo dazu dient, Menschen in eine Gottesbegegnung hineinführen. Also es ist nicht jetzt so, dass wir Menschen irgendwie so wieder einsammeln, sondern dass wir uns sammeln und in eine Gottesbegegnung hineinkommen. Stärken, das heisst, das ist das, was dazu dient, dass wir zum Blühen kommen können. Und dann haben wir das Senden als einen Auftrag, wo uns daran erinnert, dass wir eben gesendet sind in die Gesellschaft hinein und unseren Beitrag dort dazu beitragen, zum relevant zu sein. Zu dieser Vision haben wir lange ein Bild kommuniziert, weil Bilder enorm ausdrucksstark sind und man sich sehr gut merken kann. Wer kennt das Bild noch? Genau, es ist das Rettungsboot.
Das ist das Bild, das wir mega lang dazu hatten, das Rettungsboot, das rausfährt, um Menschen auf hoher See vor dem Ertrinken zu retten. Und das Bild, das uns auch immer wieder daran erinnert hat, dass wir als Kirche nicht ein Clubhaus werden wollen, dass es nicht einfach nur um uns selber geht und wir uns nicht einfach nur um uns selber möchten drüllen. Und das Bild, das gehört zu der GVC, das kann man irgendwie nicht mehr separieren, das gehört zu uns. Es war ein mega starkes Bild, es war ein gutes Bild. Und doch haben wir in letzter Zeit irgendwo gemerkt, das ist geschichtlich gesehen viel mehr auch mit Winterthur verknüpft und es ist ein bisschen, auch, man kann sagen, ein bisschen in die Jahre gekommen. Und wir haben auch gemerkt, dass es für Leute manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn wir so sagen, ja, wir sind ein Rettungsboot und wir können dich retten oder irgendwie so, weil die Leute sich oft jetzt nicht gerade als Ertrinkende sehen und daran nicht gerade das Gefühl haben, sie müssen gerettet werden. Und so haben wir schon seit längerem uns ein bisschen Gedanken darüber gemacht, auch für ein neues Bild. Auch gerade weil jetzt Anfangsjahr der Leitungswechsel auch in der Bewegung stattgefunden hat, wir da stark drin sind, unsere Strategie für die nächsten Jahre zu entwickeln, schon ein bisschen eingeschlagen haben auf den Weg. Und haben uns überlegt, was könnte so ein Bild sein, das passend zu unserer Vision ist. Die bleibt gleich, die tun wir nicht ändern. Und zu uns als GVC Zürich-Oberland. Und an der letzten Church Night, oder, das ist jetzt nicht komplett neu, habe ich das schon mal vorstellen. Und heute im Gottesdienst möchten wir das Bild noch ein bisschen mehr auspacken und entfalten und so ein bisschen anfangen, in unserem Gedächtnis zu verankern und in unserem Verständnis von, wer wir als Kirche sind. Inspiriert, ich mache es für die es noch nicht wissen, das ist spannend. Inspiriert sind wir zu dem Bild worden durch eine Bibelstelle, die für uns irgendwie mega gut auf den Punkt bringt, warum es uns als Kirche eigentlich gibt. Und es ist eine Aussage, die ganz am Anfang der Bergpredigt steht. Und die Bergpredigt ist für mich so einer der inspirierendsten, der grundlegendsten Texte aus dem Neuen Testament und auch einer der herausforderndsten, wo Jesus so uns wirklich mal so ein bisschen anleitet, um was es eigentlich geht. Und dort am Anfang ruft Jesus den Zuhörern zu: Ihr seid das Licht der Welt. Und so die Idee mit dem Licht, das hat uns und die Leitung in Winterthur auch so im Hinblick auf unsere Vision inspiriert und gefunden, das ist eigentlich ein cooles Bild. Wir sind das Licht von dieser Welt. Und die Stelle geht nachher noch weiter. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und aus dieser Bibelstelle ist für uns so das Bild vom Licht im Tal geworden. Stadt auf dem Berg hat nicht so gut gepasst. Wir sind da schließlich im Ahrtal und wir haben eigentlich dann gefunden, hey, Licht im Tal, das auch mit dem Tal, das passt bestens zu uns. Da hat so viele Aspekte drin, die für uns passend sind zu unserer Vision. Und wir haben das auch noch versucht zu visualisieren, sogar animiert. Und damit ihr das Bild in der Predigt ein bisschen besser vor euren Augen behalten könnt, können wir heute alle so eine Karte über, wo euch an das so ein bisschen erinnert. Die tut jetzt gerade das Welcome-Team verteilen. Die könnt ihr an die Hause vielleicht aufhängen und so weiter, oder könnt es mal nehmen und mal euch vielleicht dann in einem ruhigen Moment da selber noch ein bisschen Gedanken darüber machen, was das für euch vielleicht so heisst. Genau. Ich möchte auf verschiedene Aspekte von dem Licht im Tal, von dem Bild, ein bisschen genauer eingehen. Jetzt kann es sein, oder, dass bei den einen gerade so mit Tal verknüpfen wir vielleicht so sofort das dunkle Tal. Auch jetzt die Grafik ist so im Morgengrauen, oder wenn die Sonne aufgeht oder am Abendgehen ist. Und vielleicht verknüpfen wir das im ersten Moment so ein bisschen mit einem dunklen Tal, wo irgendwie schwer ist. Und dazu kann ich sagen, ja, die Welt, oder, die hat die Seite. Es gibt es manchmal, dass unser Leben also ein bisschen sich anfühlt, als wären wir in einem dunklen Tal und als würde es das Licht unbedingt brauchen. Aber es ist nicht so, dass das Tal nur negativ gedeutet werden müsste. Es gibt unglaublich schöne Täler, es gibt wunderschöne, breite, lebendige
Täler. Steffi und ich, wir haben in unserer Stube ein Bild von einem Tal in Schottland, wo einfach nur bezaubernd war, wo du so dort bleiben willst, eigentlich. Und uns ist eben aufgefallen, dass das Tal eigentlich oft der Ort ist, wo sich das Leben grundsätzlich abspielt. Wenn man auf einer Karte so schaut, dann sind häufig die Ortschaften eher so in den Tälern, dann ist dort die Industrie, dann ist dort die Straße, wo es durchgeht. All das ist eher im Tal und die Berge sind dann eher so ein bisschen das Highlight, wo man dann irgendwo mal hochkraxeln oder sich verdienen. Und auch in dieser Animation von dem Tal sieht man, es hat Häuser, es hat Straßen, es hat Autos, es hat Lichter. Also das lebt, das Tal. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ich habe so, wo wir uns da Gedanken gemacht haben, mal ein Satellitenbild gefunden vom Kanton Zürich. Und auf dem Bild, das ist bei Nacht, das, was man sieht, das, was raussticht, sind Täler, sind die Ortschaften. Und man sieht ziemlich gut so die Adern, wo es entlang geht. Das ist dort, das ist meistens in den Tälern. Oder? Man sieht, das ganz helle, das ist Zürich, dann der ganz dunkle Fleck rechts davon, das ist der Zürichsee. Und dann sieht man so die verschiedenen Hauptverkehrsachsen, die zu den Tälern entlang gehen. Und so sieht man in dem Bild vom Tal eben auch ein Stück weit, ist das symbolisch so für den Strom vom Leben, der dort durchfließt, durch die Täler von unserer Welt. Und auf die Aspekte würde ich nachher noch schnell eingehen. Was mir wichtig ist, wenn wir von dem Bild reden, Licht im Tal, die Bibelstelle Matthäus 5, 14 bis 16, was sie uns zeigt, ist, dass es nicht nur um uns selber geht. Es greift das wieder auf, und wir auch im Rettungsboot drin haben, dass es nicht nur einfach um uns geht. Das Licht soll nicht einfach nur für uns leuchten, sondern es soll für andere Menschen ein Licht sein und es soll sie auf Gott hinweisen, auf den Vater im Himmel. Vers 16, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und das ist mir mega wichtig. Und das ist so einer der wichtigen Aspekte unserer Vision. Als Kirche existieren wir nicht einfach zum Selbstzweck. Wir sind berufen, in dieser Welt eine Ausstrahlung zu haben. Wir sind dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Und das möchten wir unbedingt behalten, das ist uns so wichtig. Und jetzt möchte ich auf 3 so Aspekte aus dem Bild ein bisschen genauer eingehen. Das eine ist das Licht. Und vielleicht kann man sich ja dann fragen, woher kommt denn das Licht? Oder sind wir in dem Fall die Quelle davon, wenn es heisst, ihr seid das Licht der Welt? Also wir müssen uns irgendwie ein bisschen anstrengen, um möglichst viel Licht zu erzeugen, damit wir nicht verborgen bleiben. Aber die Bibel leitet uns da auch nochmal ein anderes Verständnis näher. Im 1. Johannes 1,5 heißt es, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Also die Bibel leitet uns dann ein Verständnis nach, dass Gott eigentlich die Quelle von dem Licht ist. Und nicht wir sind die Quelle von dem Licht. Das Licht selber kommt nicht aus uns raus. Und das Licht von Gott, das uns anschielt und wo wir dann eben schlussendlich reflektieren oder weitergeben können, das ist ein Licht, wo Kraft drin liegt. Es ist Energie. Es ist Leben, wo das Licht hinscheint, dort passiert etwas. Oder in der Natur ist es so, dort wo Licht ankommt, dort können bei den Pflanzen die chemischen Prozesse und alles passieren. Sie wachsen, es entsteht etwas, das Leben gedeiht. Es setzt den Prozess in Gang und das Licht hat auch die Möglichkeit, uns zu wärmen. Es hat die Energie, es ist eigentlich die grösste Energiequelle dieser Welt. Und Gott ist die Quelle von dem Licht im Tal. Und darum ist auch die Sonne in diesem Bild so wichtig. Darum ist es wichtig, dass sie eben sichtbar war. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass das Bild ein bisschen dunkler geworden ist. Dass die Sonne gut sichtbar ist, von der das Licht schlussendlich ausgeht. Es ist die Quelle von dem Licht, die Dunkelheit in unserem Leben vertreibt, wo eben das Tal nicht ein dunkles Tal sein lässt, sondern das Licht drin hineinbringt. Albert Einstein schreibt mir zu, dass er mal gesagt hat, Dunkelheit ist nicht etwas, was es wirklich gibt, es ist einfach die Abwesenheit von Licht. Es sind Orte, wo das Licht noch nicht angekommen ist, aber Dunkelheit selber gibt es nicht. Und das ist ein spannender Gedanke. Und
Ich habe mich auch gefragt, was heisst jetzt das mit dem Licht für uns als Kirche? Das heisst also, als Kirche, wenn wir nicht selber einfach irgendwie krampfhaft ein Licht erzeugen, indem wir möglichst viel Betrieb machen, möglichst viel Programm machen, möglichst viel irgendwie uns anstrengen, sondern was eigentlich die Idee ist, dass wir Gottes Licht Raum geben. In dieser Welt, in diesem Tal, in unserem Umfeld, wo wir leben. Dass wir auf sein Licht immer wieder hinweisen, dass wir Menschen, ihre Leben, Menschen aus unserem Umfeld mit dem Licht in Kontakt bringen können. Sodass sie selber die Kraft von dem Licht erfahren dürfen, die Wärme dürfen spüren, dass Dunkelheit oder selber dürfen erfahren, wie Dunkelheit aus ihrem Leben weicht, wenn sie mit dem Licht in Kontakt kommen. Und gerade dort in dieser Welt, wo sich Dunkelheit irgendwie am meisten am breit machen ist, versuchen wir uns so zu positionieren, dass sein Licht Raum bekommt und die Dunkelheit vertreiben kann. Und unsere Aufgabe als Kirche ist es darum, dass wir uns auch immer wieder auf das Licht oder auf sein Licht ausrichten, uns immer wieder in das Licht hineinstellen und es auf uns scheinen lassen. Und konkret passiert das durch die Anbetung, wenn wir zusammenkommen, wenn wir den Gott arbeitet, an einem Sonntagmorgen zum Beispiel oder auch vielleicht in einer Small Group. Durch das Gebet, das wir miteinander haben, wo wir überall dort, wo wir immer wieder die Gegenwart Gottes suchen und versuchen, vor ihn zu kommen, dort, das sind so die Momente, wo wir uns in das Licht hineinstellen. Es ist so, dass Gott begegnen und sammeln aus dem Visionsstatement. Wir uns auf das einlassen. Und vielleicht an dieser Stelle eine Frage, wie wichtig ist es für dich, dich immer wieder in das Licht hineinzustellen? Ist das etwas, was du automatisch machst, was dich danach sehnt, oder ist das etwas, wo du dich manchmal eher aufraffen musst dafür? Schauen wir einen weiteren Aspekt von dem Licht an. Im Johannes 8,12 lesen wir, dass Jesus zu den Leuten geredet hat und gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also Jesus sagt, wenn wir ihm nachfolgen, das heißt, wenn wir ihn auch als das Licht für unser Leben nehmen, uns an ihm orientieren, dann werden wir nicht mehr in der Finsternis umherirren und dann werden wir sogar selber zu Personen, die eben das Licht haben. Wo das Licht für die Welt sein können, so wie es Jesus in Matthäus 5 gesagt hat. Und darum möchten wir uns als Kirche auch immer wieder damit beschäftigen, wie wir uns an seinem Licht orientieren können. Wie können wir ihm nachfolgen? Wie können wir mit Jesus unterwegs sein, uns an ihm orientieren, dort durchgehen, wo er möchte durchgehen, weil dann werden wir selber so zu einem Licht für die Welt. Dann fangen wir an zu leuchten. Nicht, wenn wir krampfhaft irgendwie versuchen, Licht zu sein, sondern wenn wir uns an seinem Licht orientieren, ihm nachfolgen, dem Licht nachgehen, dann fängt es an, in unserem Leben zu scheinen. Und wenn wir dann das Licht haben, dann bringen wir das überall an. Du bringst das Licht überall hin, wo du gehst. Häuser, Arbeit, Straßen, Umfeld, Sportclubs, wo auch immer du dich bewegst. Du kannst das Licht dort anbringen. Und das Licht bringt Hoffnung dort an, wo die Dunkelheit ist. Und manchmal braucht es, dass auch jemand von uns, dass wir als Kirche uns auch ein bisschen manchmal durch das kämpfen, manchmal auch, bis wir wieder in das Licht hineinkommen. Vielleicht einfach 2, 3 Fragen an dich. Und ich dich frage, ist Gott dein Licht? Das Licht, wo du dich daran orientierst, oder hast du vielleicht teilweise auch ein anderes Licht gefunden, wo du dich daran orientierst? Und schaut, das mit sich in Gottes Licht stellen, das ist etwas, wo wir nicht einfach nur einmal machen und uns mal irgendwo dort reinstellen und dann wieder rausgehen, sondern es ist etwas, was wir immer wieder machen müssen. Auch wir als Kirche, aber auch wir als Einzelpersonen müssen das immer wieder suchen, dass wir uns die Gegenwart Gottes, wo wir uns drin hineingeben, wo wir uns von seinem Licht anstrahlen lassen. Ich möchte auch fragen, darf sein Licht überall anscheinen in deinem Leben?
Oder wo gibt es vielleicht auch Dunkelheit in deinem Leben, wo du vielleicht das Licht dringend brauchst, vielleicht aber auch gar nicht willst, dass das Licht drauf kommt. Und so eine Frage, die wir uns als Kirche immer wieder stellen möchten, ist, wie können wir als Kirche dem Licht noch mehr Raum geben? Wie können wir das Licht noch mehr in die Welt heraustragen, das noch mehr scheinen lassen, dass es besser und sichtbar werden kann? Und ich kann nicht jetzt einfach eine Antwort darauf. Ich glaube, es ist etwas, wo wir immer wieder dran sein müssen. Schritt für Schritt. Und wenn uns Gott etwas aufzeigt, treu sein und es machen. So eine weitere Eigenschaft der meisten Täler ist, dass in diesen Tälern auch Wasser fließt. Meistens, so wie in unserem Bild, haben wir hier einen Fluss. Und auch das Ahrtal, oder, wo wir sind, ist nach der A benannt, dem Bach oder Fluss, kann man sagen, wo da hinten fließt. Also genau genommen ist es die Ustermer A, weil es gibt auch noch andere A's in den Umgebungen, wo da an unserem Gebäude vorbeifließt. Und die Spinnerei, wo da mal war, wo da früher produziert hat, die ist nicht umsonst genau da gebaut worden. Weil die hat ihre Energie bekommen durch den Fluss, durch die A. Und ich habe heute Morgen noch herausgefunden, dass es früher nur an dieser A, also die geht von Wetzikon bis in Greifensee, das ist eigentlich die Länge, also knapp 10 Kilometer, glaube ich, so fließt sie, oder noch weniger, hat es 15 Spinnereibetriebe gehabt, die ihre Energie aus dieser A bezogen haben. Und man hat damals gesagt, das ist der Millionenbach. Das ist noch spannend, genau. Aber in so einem Tal hat es oft eben Wasser, das fließt. Und Wasser ist etwas, das Leben spendet. Es stärkt, es erfrischt, es ist lebendig. Und für uns Menschen ist es lebensnotwendig. Und es ist ein faszinierendes Bild, das man auch in der Bibel findet, wo man oft auch lesen vom Strom vom Leben oder von Jesus, wo von sich gesagt hat, dass bei ihm lebensspendendes Wasser zu finden ist. Johannes 7, Vers 37 bis 38 sagt er vor einer ganzen Menschenmenge: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Und was Jesus an dieser Stelle eigentlich so übersetzt will sagen, ist: Ich bin das Wasser vom Leben. Oder bei mir ist das Wasser vom Leben zu finden. Es ist das Wasser, wo der Durst von unserer Seele stillen kann. Der Durst, wo so oft Menschen nie wirklich stillen können und wo Jesus sagt, dass das bei ihm möglich ist. Die Begegnung mit der Samariterin am Brunnen ist mir dort nochmal in den Sinn gekommen, wo Jesus ihr sagt: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Und mir gefällt das Bild davon, dass sein Wasser in uns zu einer Quelle wird. Dass etwas in uns entsteht, wenn wir von dem Wasser trinken, dass der Heilige Geist in uns anfängt zu wirken. Das ist spannend, dass er damit eigentlich auch auf den Heiligen Geist angesprochen hat. Das ist etwas, wo dann in der Offenbarung nochmal aufgegriffen wird. Und dort spannenderweise dann eben im Zusammenhang auch mit der Kirche. Offenbarung 22, Vers 17 heißt es: Der Geist und die Braut sagen, und Braut ist das Bild, das die Bibel für die Kirche verwendet: Komm. Und wer das hört, soll auch rufen: Komm. Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Und mir gefällt das Bild mega. Dass wir als Kirche berufen sind, ein Ort zu sein, wo man das Wasser von dem Leben findet, wo man davon trinken kann und wo wir dazu auch berufen sind, Menschen dazu zuzurufen: Hey, komm, da gibt es Wasser vom Leben. Und der Ruf, der gilt jedem Einzelnen von uns: Komm. Gott möchte dir das Wasser von dem Leben zu geben. Und irgendwie habe ich spannend gefunden, dass das da im Zusammenhang mit
der Heilige Geist und die Brut, die Gemeinde ist, die da rufen. Wo irgendwie auch zeigt, was für eine Rolle die Kirche in dem hinein hat. Die Gemeinschaft von Gläubigen, wo wir sind, wo aus uns besteht, aus dir und mir und wo nicht das Gebäude ist, sondern wo wir miteinander sind, auch wenn es vielleicht manchmal herausfordernd und schwierig ist, auch wenn man es vielleicht manchmal nicht ganz nur einfach miteinander findet. Aber es ist so cool, dass irgendwo in dieser Gemeinschaft das Wasser zu finden ist. Und darum ist das auch etwas, was uns so wichtig ist. Eine Gemeinschaft. Dass wir eine Gemeinschaft bauen, dass wir miteinander unterwegs sind. Dass wir nicht einfach nur irgendwie ein Ort sind, wo man sich etwas abholt, sondern wo man sich einen Teil davon macht. In unserer Vision heisst es, dass wir uns wünschen, dass Menschen aufblühen. Und das wissen wahrscheinlich alle, nicht nur die Hobbygärtner. Damit Pflanzen aufblühen können, brauchen sie Licht und Wasser. Und genauso brauchen wir das Licht und das Wasser, das wir bei Gott finden, um aufblühen. Wir alle brauchen das Wasser. Wir alle müssen immer wieder trinken davon. Und wir stehen immer wieder irgendwo auch in der Gefahr, den Durst versuchen, irgendwo anders zu stillen. Und im Bild gesprochen, wenn wir es auf das Bild irgendwo beziehen, dann ruft uns das auch zu, uns immer wieder an das Wasser zu begeben, an den Fluss hinzugehen. Und ich finde es so ein friedliches Bild. Es kommt für mich so der Sabbat in den Sinn, wo man irgendwo sich Zeit nimmt, Zeit hat, vielleicht auch mit der Familie. Ich weiß nicht, wir sind früher oft an die Tour gegangen, bröteln, Steine ins Wasser werfen, ein bisschen rumbasteln. Und dort auftanken und von dem Wasser trinken. Der Psalm 1 zeichnet auch so ein Bild von einem Leben, wo man einem Baum gleicht, wo also einem Wasser gepflanzt ist. Das heisst dort, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Auch das ist ein wunderschönes Bild. Ein Baum, der stark ist, der verwurzelt ist, der nicht so schnell irgendwie austrocknet und verwelkt. Ein Baum, der zur richtigen Zeit Früchte bringt. Was für ein wunderschönes Bild, was es heissen kann, wenn unser Leben aufblüht. Und wir möchten als Kirche ein Ort sein, wo wir wie so Bäume wachsen können, pflanzt an dem Wasser, verwurzelt, stark. Ein Leben, das zu seiner Zeit seine Frucht bringt. Ein Leben, das gelingt. Und mit gelingt meine ich nicht einfach ein Leben, wo alles gut läuft, sondern gelingt im Sinn von, dass wir uns mit Gott auf dem Weg befinden. Und unser tiefer Wunsch als Kirche ist, dass wir genau so einen Ort sein können, wo wir uns gegenseitig helfen, zu wachsen, zum Aufblühen, zum Miteinander vorwärts zu gehen. Ein Ort, wo eben das lebendige Wasser zu finden ist, wo stärkt, wo Leben bringt. Also nicht, was der Aspekt bei dir auslöst. Ob du merkst, hey, irgendwo ist ein Durst in dir da, dann rufe ich dir zu, komm und trink von dem Wasser vom Leben. Ich weiss nicht, wie du dich bezeichnen würdest, ob du sagst, mal, ich bin an dem Wasser gepflanzt. Ob du verwurzelt bist oder ob du irgendwie noch auf der Suche bist nach etwas, wo deinen Durst stillt. Gott möchte dich immer wieder, auch ganz persönlich, an das Wasser führen. Im Psalm 23, einem so ein wunderbarer Psalm, heißt es, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Du kannst dich von dem guten Hirt immer wieder zum Wasser führen lassen. Und es ist irgendwie so ein Geheimnis, dass auch in dieser Gemeinschaft von Kirchen eben das Wasser irgendwo gefunden werden kann. Wir dort können davon trinken. Und ich möchte dich einladen, dich auf das einzulassen und einen Teil davon zu machen. Ich komme zum letzten Aspekt. Es ist nicht nur Wasser in diesem Tal, sondern noch mehr. In diesem Tal findet irgendwo auch das gesellschaftliche Leben statt, so
Der Strom vom gesellschaftlichen Leben geht dort durch. Im Bild gesprochen sind das die Hauptverkehrsachsen, die durch die Täler durchgehen. Nochmal das Bild von dem, und nochmal schnell, dass ihr so seht. Und das steht so für den Strom vom gesellschaftlichen Leben. Auch wenn ihr das Bild anschaut, seht ihr, wie da eine Straße durchführt und in der Animation sieht man, wie da Autos drüber fräsen. Und das steht so für Arbeit, für Kultur, die Menschen, die Gesellschaft, von der wir ein Teil sind, das normale Alltagsleben, das eben auch entlang diesen Tälern führt. Und es ist ein Leben, das heute immer schneller ist, wo das Tempo je länger, je mehr zunimmt, viele Menschen überfordert und sie merken, sie verdurstet und bräuchten eigentlich das Wasser von dem Leben. Und an diesen Strassen, das ist irgendwo auch etwas Cooles. Da gibt es ganz viele Angebote, da hat es Möglichkeiten. Entlang von dieser Straße findet man Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Büros, Attraktionen. Da sind Menschen, es ist faszinierend und es ist eben auch einfach, sich an dem zu verlieren. Und ich möchte das auch gar nicht jetzt einfach irgendwie negativ werden, weil es ist beides einfach ein Teil von unserem Leben. Wir leben an diesen Strassen. Sie führen an unserem Leben vorbei, wir kommen nicht um sie rundherum. Wir sind irgendwo zwischen dem Fluss und dieser Straße, die Hai, für das stimmt vielleicht an die Häuser, der Ort, wo wir irgendwo sind. Das ist unsere Realität. Und vielleicht ist bei der einen das Haus ein bisschen näher am Fluss, vielleicht ist es bei der anderen ein bisschen näher an der Straße. Aber wir alle leben irgendwo in dem Tal hinein, wo eben beides durchfließt, wo beides ein Teil davon ist. Und es geht wirklich nicht darum, das gegeneinander auszuspielen, sondern dass wir uns bewusst werden, dass beides auch ein Teil von unserem Leben ist und dass wir genau an dem Ort eben dazu berufen sind, das Licht zu sein. Menschen zu sein, die das Licht Gottes in die Welt hineinbringen. Ihr seid das Licht der Welt. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hey, du trägst das Licht, das die Welt so dringend braucht. Das Licht, das das Dunkle erhält. Das Licht ist nicht nur für dich, sondern wir sollen es leuchten lassen. Die Welt braucht es. Die Menschen um uns herum brauchen es. Sie werden es sehen. Sie werden fragen. Sie werden merken, dass das Licht die Dunkelheit in ihrem Leben vertreiben kann. Und du bist berufen, das Licht auch in das gesellschaftliche Leben hineinzutragen. Wir als Kirche sind dazu berufen, unser Licht nicht zu verstecken, es scheinen zu lassen, so dass es andere sehen können, so dass andere einladen, selber in das Licht zu kommen. Selber die Quelle von dem Licht zu suchen. Selber zu dem lebendigen Wasser zu kommen. Es ist mir aber auch wichtig, da nochmal zu sagen, Gott ist die Quelle von dem Licht. Wir können es nicht krampfhaft auf uns selber raus irgendwie produzieren. Aber je mehr, dass wir uns in sein Licht hineinstellen, je mehr, dass wir uns von seinem Licht anstrahlen lassen, je mehr, dass wir uns an dem Licht orientieren, desto mehr werden wir selber Träger von dem Licht und werden scheinen. Und das passiert automatisch. Das passiert dort, wo du hineingestellt bist, in deinen Alltag. Bei deiner Arbeit, bei deiner Familie, bei deinen Nachbarn, bei deinen Freunden, bei deinen Sportkameraden. Und jeder Einzelne von uns hat diesen Auftrag. Und jeder von uns irgendwo auf unterschiedliche Art und Weise, vielleicht bei anderen Menschen, aber es braucht jeden. Es braucht dich. Und wenn wir als Kirche leuchten wollen, dann heisst das, wir alle und das Licht, das wir haben, irgendwo raustragen. Nicht nur irgendwie ein Team, das das macht oder Einzelne, sondern du und ich sind gefordert. Vielleicht kannst du mal ganz schnell einfach überlegen, wo trägst du das Licht an? Wo hat Gott dich angestellt? Und lass es du dort leuchten.
Stellst du es auf den Lampenständer? Oder ist dir manchmal ein bisschen unwohl und tust es eher noch zudecken? Wer könnte dein Licht sehen? Für uns als GVC Zürich Oberland ist Zürich Oberland der Ort, wo wir das Licht möchten scheinen lassen. Und möchten uns immer wieder Gedanken darüber machen, wie wir das auch noch besser machen können, weil wir haben noch so viel Potenzial in dem. Und ich habe nicht einfach eine Antwort. Aber lass uns dranbleiben. Und lass uns immer wieder in das Licht hineinstellen. Und dann werden wir scheinen. Dann passiert schon etwas, da habe ich keine Angst. Wir träumen davon, dass wir eine Kirche sind, wo so ein Licht im Tal ist. Wo auf die Quelle von dem Licht ausgerichtet ist und wo das Licht weitergeben kann. Wo das Licht in die Welt transportiert und zwar als Gemeinschaft. Nicht das Gebäude, sondern wir Menschen miteinander, die gemeinsam die Kirche sind. Und wir träumen davon, dass wir eine Kirche sind, wo man das lebendige Wasser findet. Eine Kirche, wo Menschen dabei hilft, aufzublühen. Und immer wieder zu dem Strom vom lebendigen Wasser anzugehen und dort zu trinken. Eine Kirche, wo Menschen aufblühen können. Jesus ähnlicher werden, wie so ein Baum, der an den Wasserberg gepflanzt ist. Wir träumen davon, eine Kirche zu sein, die als ein Ort der Hoffnung bekannt ist, die eine positive Ausstrahlung hat auf unser Umfeld. Eine Kirche, die aus Menschen besteht, die ihr Licht leuchten lassen. In einem Visionsabend lade ich die Leute ein, hey, wenn ihr möchtet, ein Teil werden von der GVC. Sie sind herzlich willkommen. Und heute möchte ich dich fragen, bist du ein Teil von dem? Ein Teil davon, dass wir das Licht sein können, dass wir das Licht im Tal sind. Träum mit uns. Weil Kirche sind nicht mehr Pastoren, es ist nicht das Gebäude, es ist nicht das Bild, sondern du und ich sind es. Wenn wir es leben, wenn wir uns dann auch ausstrecken. Manchmal ist es einfacher, manchmal ist es schwierig, manchmal gibt es Rückschläge, das gehört dazu. Aber miteinander in dem Innen unterwegs sind. Und wenn ihr das möchtet, dann lade ich euch ein, um einfach mit mir zu beten und aufstehen dazu. Und dann beten wir, dass wir das Licht miteinander sein dürfen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du das Licht bist, wo uns das Leben erhält, wo uns vorausgeht, wo wir uns daran ausrichten können. Dass wir nicht selber mit Licht produzieren, sondern dass du möchtest in uns anfangen strahlen und scheinen. Dass dein Licht uns erfüllt, wenn wir uns auf dich ausrichten und dich anschauen. Jesus, ich wünsche mir, wir träumen davon, dass wir als Kirche strahlen dürfen. Dass wir so ein Licht sein dürfen. Dass wir ein Ort sein dürfen, wo das Wasser vom Leben gefunden kann werden, wo es nur bei dir gibt. Wo wir auf dich hinweisen. Und Menschen zu dir bringen, zu dem Wasser, zu dieser Quelle von dem Wasser. Dass wir ein Ort sein dürfen, wo wir aufblühen können. Wo wir in das hineinwachsen, was du für uns parat hast. Und dürfen zu Menschen werden, wie es in dem Psalm 1 beschrieben ist, so Bäume sind, die am Wasser gepflanzt sind. Verwurzelt in dir. Jesus, du siehst auch, dass wir das noch nicht so sind. Wo das vielleicht Dunkelheit in unserem Leben ist oder wo es Dunkelheit gibt in unserem Umfeld, wo wir das Licht noch nicht angebracht haben oder noch nicht können anbringen. Zeig uns dort Schritt für Schritt auf, was da ist. Welche Schritte dass wir zu machen haben. Leg uns Sachen aufs Herz. Gib uns den Mut, um drin hineinzulaufen.
Lass uns Menschen sein, die sich nicht einfach irgendwie abkoppeln vom gesellschaftlichen Leben, sondern die sich auf natürliche, gute Art und Weise einfach reingeben und dort unser Licht scheinen lassen, sodass Menschen darauf aufmerksam werden. Wo nicht Leute mit Taschenlampen ins Gesicht zünden, sondern die das ausstrahlen dürfen, dass man es einfach so wahrnimmt. Ein warmes Licht. Das Licht, das die Dunkelheit vertreibt. Danke dürfen wir deine Kirche sein. Willst du mit uns, durch uns das Reich bauen? Und danke, dass du uns hier angestellt hast, ins Zürich Oberland. Danke für jedes Einzelne, der ein Teil davon ist. Und der sagt, hey, ja, wenn wir vielleicht noch nicht in allem wissen, was es das heisst, yes, wir möchten das Licht im Tal sein. Amen. Yes,